Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum ersten Bundesligaspieltag, Auftaktspiel am Freitag in Bremen. 4:0 gewonnen, hinten raus dann das Ergebnis erzielt, was ich erwartet habe. Wird zwar 4:1 getippt, aber ich nehme natürlich sehr gerne das 4:0 mit. Auch wenn mich das dann ein paar Punkte kostet im Tippspiel, aber ja, ich hatte 2 Tore von Harry Kane, prophezeit, es ist leider nur 1 geworden. Nichtsdestotrotz, denke ich, hat man den Kane-Faktor heute schon ein bisschen gesehen. Da gehen wir gleich ein bisschen genauer drauf ein. Erstmal allgemein zum Spiel. Erste Halbzeit. Natürlich hat uns das frühe Tor ein bisschen in die Karten gespielt. Ansonsten war es danach dann wirklich Ringepitz mit Anfassen. Ja, das war wieder besten Zeiten unter Guardiola. 75% Ballbesitz, immer um den 16er rum. Bremen stand super tief, ob gewollt oder ungewollt, ich würde sagen, teils. Kam ganz selten nur noch zur Entlastung, so nach 15 Minuten. Also so nach 15 Minuten haben wir Bremen in die eigene Hälfte gedrückt. Haben aber nicht wirklich gute Torchancen herausgespielt. Ja, hatten 2, 3 Fernschüsse. Das war ganz okay, weil das ist auf jeden Fall ein Mittel, was wir nutzen müssen. Wenn der Gegner halt so tief steht und wir die Möglichkeit haben, sollten wir das auch versuchen. Ja, hat dann leider so semi geklappt. Aber wir haben es also verpasst, in der ersten Halbzeit das Ding nachzulegen. Es war okay. Ja, es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie Bremen an die Wand gespielt haben oder sonst was. Aber es war okay. Man darf immer nicht vergessen, Freitagsspiel in Bremen und so weiter, da tun sich schon ganz andere schwer. Von daher, erstes Spiel, ja, nach der Niederlage im Supercup und der Vorbereitung und so. Von daher, für die Umstände fand ich es echt okay. Ja, der eine oder andere Spieler hat sich ein bisschen schwer getan, gerade so die ersten 15, 20 Minuten, aber da kommen wir dann gleich zu, wenn wir ein bisschen genauer auf die Spieler drauf eingehen. Zweite Halbzeit kam Bremen mit Feuer aus der Halbzeit. Ja, so die ersten 5 bis 10 Minuten haben sie auch sehr, sehr gute Chancen gehabt. Da war es echt auf der Kippe, muss man sagen, fairerweise. Danach haben wir das Spiel wieder ein bisschen besser im Griff bekommen. Bremen hat allerdings ein bisschen offensiver gespielt. Ja, agiert, stand ja auch nur 0-1. Umso länger das Spiel ging, umso offensiver wurde Werder. Was ja völlig normal ist. Dadurch haben wir mehr Räume gehabt. Und wenn wir Raum haben, haben wir natürlich auch Torchancen. Zumindest wenn wir weiterhin gallig sind und nicht abschalten, so wie es sonst immer war. Das war diesmal nicht der Fall. Auch erste Halbzeit, muss man mal klar sagen, war es jetzt nicht so, dass wir irgendwie die Zweikämpfe verloren haben. Es war schon ausgeglichen, wie ich fand, was im Supercup eher noch anders rüberkam. Von daher, ja, ich denke, für ein Auftaktspiel war es okay, dass wir dann hinten raus natürlich noch die 2 Hütten machen. Macht es standesgemäß, meiner Meinung nach. Klar, Bremen hat aufopferungsvoll gekämpft, bla, Sülz, was man immer so sagt, wenn die Mannschaften gegen uns hinten drin stehen. Von daher, klar, Werder hatte auf jeden Fall ihre Chancen, ja, das muss man mal ganz klar sagen, oder ihre Halbchancen, sagen wir es mal so. Ja, zweite Halbzeit haben wir auf jeden Fall ein unterhaltsameres Spiel gesehen wie erste Halbzeit, ja, das können wir mal ganz klar sagen. Nicht nur, weil wir 3 Tore gemacht haben, sondern weil Bremen einfach auch ein bisschen mehr versucht hat, ja. Dadurch waren halt mehr Räume da, wir konnten mal einen halben Konter fahren, mal einen Konter fahren. Es war einfach ein unterhaltsameres Spiel, als wenn der Gegner sich 30 Minuten hinten einigelt und wir da keine Lücke finden und handballmäßig drumherum spielen. Ja, das ist halt einfach. Ja, von daher war es zweite Halbzeit ein interessantes Spiel, ein schönes Spiel anzuschauen und dann mit hinten raus. Klar, wir haben ein bisschen lange gebraucht, bis wir den Sack zugemacht haben in der 75. erst. Solange haben wir Bremen im Spiel gehalten. Mit dem 2:0 war das Thema durch. Bremen ist dann nochmal einen Tacken offensiver geworden. Klar, du haust nochmal alles rein, guckst, ob du den Anschluss schaffst oder nicht. Dadurch war natürlich nochmal ein bisschen mehr Raum da. Und dann haben wir das dritte und vierte nachgelegt. Muss man aber auch ganz klar sagen, auch dank unserer Einwechselspieler, die alle sehr, sehr fickrig waren. Hat mir richtig gut gefallen, ne? Das haben wir schon ganz, ganz anders erlebt, dass die halt reinkommen und dann so ein bisschen, ja, ich guck mal hier, was hier so geht. Und wir dann nur noch hinten rumspielen.
Nee, das war super. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, fürs erste Spiel denke ich völlig okay. Wir haben auf jeden Fall Luft nach oben. Ja, gerade so erste Halbzeit mäßig. Da tun wir uns immer noch oder weiterhin schwer, wenn der Gegner tief steht. Das haben wir gesehen. Und dass wir Fußball spielen können, ja, wenn der Raum da ist, müssen wir nicht drum rumreden, Leute. Wenn wir Raum haben, sind wir stark. Und ja, von daher würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick in die Statistiken rein, wie es sich gehört. Und dann erzähle ich ein bisschen was zu den einzelnen Spielern. Gut. So. Ballbesitz 27,5 zu 72,5. Ja, das sagt schon viel aus. Erste Halbzeit war es gefühlt nochmal mehr. Abseitsstellung 3:0, Fouls 17:11, Zweikämpfe 50:9 zu 49:1. Ja, sag ich ja, es war schon so auf Augenhöhe. Schüsse aufs Tor 1:10. Das sagt auch viel aus. Schüsse insgesamt 6:25. Da sieht man schon, wie viele Chancen die Bremer hatten. Quasi ihre Drangphase am Anfang der zweiten Halbzeit, wo sie wirklich 3 gute Dinge hatten. Und ansonsten erste Halbzeit so 1, 2 Nadelstiche. Ja, in der zweiten Halbzeit hatten sie nochmal ein Schüsschen da. Aber das war es im Großen und Ganzen auch. Ecken 0:6. Komme ich gleich nochmal zu. Die Ecken waren wieder unterirdisch, ja. Also warum Kimmich immer noch Freistöße und Ecken schießen darf. Leute, es geht in meinem Schädel nicht rein. Wenn ich darüber nachdenke, explodiert mein Kopf. Ja, ich sitze hier und erzähle das seit 1,5 Jahren. Seit 1,5 Jahren ist das scheiße. Ja, immerhin sind wir jetzt so weit, dass Leroy von der anderen Seite die Ecken schießen darf. Die waren heute auch nicht wirklich was. Ich verstehe es nicht. Es geht in meinen Schädel nicht rein. Ich meine, der Freistoß hat Bände gesprochen. 2 Ecken waren einigermaßen mal, dass man sagen könnte, jo, es hätte mal was raus passieren können. Der Rest war einfach wieder kompletter Müll. Also, es geht in meinem... Vielleicht bin ich einfach zu doof dafür. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich zu doof, das zu verstehen, warum Herr Kimmich bei uns sämtliche Standards dominieren muss. Ich weiß es nicht. Ich mag auch nicht mehr drüber reden oder drüber nachdenken. Es ist einfach nur noch lächerlich. Angekommene Pässe 175, 601, Flanken 811. Flanken, muss man sagen, haben wir viel zu wenige geschlagen. Wir haben eigentlich das ganze Spiel so gespielt, als hätten wir keinen Harry Kane auf dem Platz. Wir haben, glaube ich, so gefühlt, habe ich mir so nach 60 Minuten gedacht, ob die vorne spielen mit der Herausforderung, Harry Kane zu ignorieren. So hatte ich den Eindruck. Jeder hat immer versucht, seinen eigenen Abschluss zu suchen, alles das, was sie sonst nie gemacht haben. Ja, ganz wild irgendwie. Ja, war echt wild. Aber kommen wir gleich noch mal ein bisschen zu. Schüsse insgesamt, Sané 3, Kane 3, Mazraoui 1. Mazraoui, den muss er machen, ansonsten, er muss einen querlegen. Schupo stand einfach komplett blank. Also als Rechtsverteidiger hat man auch nicht das Recht, sage ich jetzt mal, so eigensinnig zu sein, um zu sagen, ich bin der Stürmer, ich schieße das Tor. Nicht, wenn der Nebenmann so frei steht. Na, da muss man uneigennützig sein und das Ding rüberschieben. Als Stürmer verstehe ich das, da hat man einen gewissen Eigensinn zu haben. Oder als Offensivspieler, als Defensivspieler hat man den Ball quer zu legen. Punkt. Torschussvorlagen, Davis 2, Kane 1, Müller 1, gewonnene Zweikämpfe, Musiala 11, Davis 9, Mazraoui 6. Ballkontakte 125 Kimmich, 97 Davis, 84 Upa. Gefoult worden, wie immer. Schenken wir uns. Ja, so viel mal zu den Statistiken. Ja, gehen wir rein in die, bevor ich hier irgendjemanden vergesse, aber Aufstellung, da können wir direkt reingehen. Aufstellung war ja schon sehr überraschend, also jetzt für mich. Weiß nicht, wie es für den einen oder anderen bei euch war. Kann mich auch mal eben drüber schieben hier. Zack. So. Ulreich hat eine solide Partie gespielt. Wir haben es gerade gesehen, waren irgendwie ein Schuss aufs Tor, 6 Schüsse insgesamt. Hat nicht wirklich viel zu tun gehabt. Ja, Bremen hat ab und wann sehr hoch rausgeschoben, hat unsere komplette Abwehr angelaufen, samt Kimmich und so weiter.
War gar kein Problem für den Ole. Ole hat's ruhig rausgespielt. Wenn es nötig war, hat er den Ball lang gemacht. Der kam mal an, mal nicht. Alles gut, hat super viel Ruhe ausgestrahlt, keinerlei Hektik, wie es so im Sommer gemacht hat. Auch das, was wir seit Monaten hier auf den Channel predigen. Von daher Ulle eine souveräne 3, würde ich sagen. War heute nicht wirklich geprüft. Min Jae war der starke Part in der Abwehr. Ja, wenn was zu tun war, war er zur Stelle. Wann wurde er ausgewechselt? 68. Ja, bis zur 60. würde ich sagen. Danach hat man gesehen, der Akku ist leer. Hat er noch 1, 2 Konzentrationsdinger drin gehabt, aber ansonsten bärenstark, ein sehr gutes Spiel gemacht. Auch einmal hat er so ein bisschen den Lucio gemacht. Sehr, sehr gut gefallen. Ja, würde ich glatt eine gute 3 bis zu einer 2 attestieren. Ja, leider zum Ende hin ein bisschen in die Luft ausgegangen, aber ist auch normal. Opa ist wieder so ein bisschen schwierig für mich. Erste Viertelstunde super unsicher. Ja, viele zweimal einen Freistoß verschuldet, was völlig unsinnig war. Auch sonst sehr unsicher gewirkt, weiß ich wieder nicht warum. Umso länger das Spiel ging, ja, kam er ein bisschen sicherer rüber. Fairerweise muss man sagen, dass Bremen dann aber auch 30 Minuten nur hinten drin stand. Ja, da war unsere Abwehr nicht wirklich gefordert, von daher weiß ich nicht. Wir haben kein Gegentor bekommen, ja, alles gut, von daher würde ich sagen, Opa eine 3-. Die Aufstellung gerechtfertigt. Aufgrund seiner Leistung, ja, weiß ich nicht. Wir haben 3 starke Innenverteidiger, völlig legitim, da durchzuwechseln. Ja, ich habe nichts gegen Opa, ich mag einen Opa. Ist für mich eine Granate, wenn er muss wieder diese Selbstverständlichkeit haben, ja, diese Unbekümmertheit, so das ist, was ihm fehlt. Wenn er das hat, ist er eine Maschine, ja. Klar, Min Jae ist nochmal ein anderes Kaliber, haben wir heute gesehen, gerade im Aufbauspiel auch. Ja, bin sehr gespannt, was da die Zukunft bringt, die kommenden Wochen. Ob die Licht reinrückt für den Opa, ich denke, Min Jae wird gesetzt sein, so wie er heute aufgetreten ist, aber man hat auch gesehen, die Puste hat für 60 Minuten gereicht, dann war Schicht im Schacht. Davis, dasselbe, meines Erachtens nach. Anfangsphase war jetzt nicht ganz so, da war ziemlich durchwachsen. So länger das Spiel ging, umso stärker wurde er, ja. Gerade die linke Seite, zweite Halbzeit, es ging alles über links, kaum über Sané, über rechts. Also Davis, Musiala, Coman haben da wirklich Gas gegeben, haben viel versucht, hat mir sehr gut gefallen. Auch schon erste Halbzeit so ab der 20. Minute, es ging alles über links, ja. Rechts war eigentlich tot die Seite mit Mazrui und Sané. Von daher würde ich Davis auch eine 3 attestieren, Mazrui würde ich eine 3- geben. Jetzt nicht wegen der vergebenen Torchance, beziehungsweise das Ding da selber gemacht zu haben. Sie war heute irgendwie nicht so. Ich hab eigentlich zur Halbzeit gedacht, so Mazrui wird ausgewechselt und Stani kommt rein. Hat mir nicht wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Hat wenig nach vorne, wie gesagt, die Seite war tot eigentlich. Vielleicht war es so gewollt, dass wir die linke Seite überlagern wollten. Ich weiß es nicht, kann sehr gut sein. Hat sich ganz, ganz selten mit vorne eingeschaltet. Kann auch sein, dass das so gewollt war, dass wir die Seite hinten dicht haben wollten. Kann sehr gut sein. Ein bisschen schwer zu beurteilen. Ansonsten, zweite Halbzeit war es ein Tacken besser auf jeden Fall von ihm, ja. Ja, aber ich denke auch er hat noch Luft nach oben. Was aber auch völlig okay ist, weil es war jetzt auch nicht so, dass er in der Vorbereitung jedes Spiel gemacht hat, ne? Muss man mal ganz klar so sagen. Musiala, wir haben es gerade gesehen bei den Statistiken. Zweikämpfe, 11 gewonnen. Wir haben auch hier Mazrui, Semesek mit 6 gewonnenen. War also nicht so übel jetzt. Musiala hat sich viel aufgerieben, hat viel geackert, ja. Teilweise war er der erste Achter, ja, gefühlt. Also Goretzka und Kimmich teilweise Doppel-6 gefühlt und Musiala der erste Achter, der defensiv geackert hat. Hat sich wirklich aufgerieben, hat viel versucht, viel nach vorne. War mir 2, 3 Mal zu lange am Ball und ein bisschen zu eigensinnig. Er hätte 1, 2 Mal schon heavy mitnehmen können, wie ich fand. Gerade erste Halbzeit. Aber ansonsten würde ich auch bei einer guten 3 sehen. Allerdings auch mit ein bisschen Luft nach oben. Aber wir haben es gesehen, hat unwahrscheinlich viel gearbeitet.
Das für einen Offensivspieler. Aber na klar, bei den Zweikämpfen sind natürlich auch die gewonnenen Dribblings, wo sich dann durchsetzt und so weiter bei. Aber hat ein gutes Spiel gemacht. Wie gesagt, ich würde ihn bei einer sehr, sehr guten 3 sehen. Mit dem Tor wäre es eine 2 gewesen. Hat ein gutes Spiel gemacht, ja. Man kann auch eine 2 geben. Alles gut. Leon, sehr, sehr schlechte erste 15 Minuten. War gar nicht im Spiel, war gar nicht gebunden. Wusste gar nicht, wo er stehen sollte. Stand wieder irgendwie halb rechts rum, hat keinerlei Bälle gehabt. Dann stand er teilweise mit dem Kimmich auf einem Fuß gefühlt. So nach 20 Minuten hat er dann irgendwie mal gerafft. Jo, komm, wir spielen jetzt mal eine Doppel-6. So, dann waren sie mal auf eine Höhe, Kimmich und Goretzka. Weil Kimmich wurde dann meistens auch angelaufen, war relativ schnell zugestellt. Dann war er auch mal wieder der Achter und so weiter, haben sich gut abgewechselt, dann hat das gut geklappt. Ja, dadurch war halt die rechte Seite ein bisschen tot. Ja, kann gut sein, dass das so gewollt war, dass man gesagt hat, so, jo, Leon, du gehst dann so ein bisschen halb rechts rein in die Posi. Das hat auf jeden Fall gar nicht geklappt. Er hing komplett in der Luft. Danach war es gut. Auch umso länger das Spiel ging, umso besser kam Goretzka rein. Hat den einen oder anderen wichtigen Zweikampf hinten gewonnen. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen, was ein Kimmich nicht hingekriegt hat. Von daher sehe ich beim Leon auch eine 3. Coman hat es auch schwer gehabt reinzufinden. Ja. Hat mich am Anfang ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. So die erste halbe Stunde habe ich ihn jetzt nicht so stark gesehen. Aber dann wurde er immer stärker. Wie gesagt, die linke Seite wurde dann richtig stark mit Musiala und Davis zusammen. Haben die richtig Gas gegeben. Dann auch gerade zweite Halbzeit an die 1-2 Dribblings, die Coman hatte, an den Pfostenschuss. Ein, zwei Mal war er vielleicht auch noch zu eigensinnig, hat mich auch da ein bisschen überrascht, weil das ist eigentlich nicht sonst seine Spielweise. Ja, aber hat sich richtig reingefeilt, hat mir sehr gut gefallen. Auch da würde ich sagen, eine 3+. Kimmich würde ich auch bei einer 3 sehen. Gerade Anfangsphase Kimmich wieder unterirdisch viele Fehlpässe gespielt, auch wirklich wieder Fehlpässe hinten am 16er und mittig. Komplett unerklärlich, auch wieder teilweise Zweikampfführung auf der Höhe der Mittellinie, die wieder unterirdisch schlecht war. Was man lobend erwähnen muss, das, was ich im anderen Video kritisiert hatte, er hat sich heute ein, zwei Mal wirklich mal um den Spieler geschafft, rumzudrehen, so dass er dann mal ein bisschen Raum hatte und hat es dann auch mal geschafft, nicht nur quer und nach hinten zu spielen. Also er hatte 2, 3 Szenen, wo er das Spiel dann mal ein bisschen öffnen konnte, hat aber sonst auch wieder so 70% war wieder nur quer und nach hinten. Da muss man fairerweise auch sagen. Die Standards waren unterirdisch schlecht. Das Zusammenspiel schwierig. Kann man jetzt sagen, hat ganz gut geklappt mit Goretzka. Man kann aber auch so interpretieren, dass Goretzka irgendwann gesagt hat, ja komm, ich mache jetzt hier den Ausputzer. Ja, teilweise so, teilweise so. Würden Kimmich jetzt nicht zu schlecht sehen, von daher würde ich auch sagen eine 3. Wir haben 14-0 gewonnen. Was sollen wir da irgendwie super schlecht reden? Aber es ist auf jeden Fall auch eine Menge Luft nach oben da beim Kimmich. Ja, also gefühlt mehr wie beim Goretzka. Ja, also ich denke, so nach 30 Minuten war Goretzka wirklich auf Form, sowohl defensiv wie auch nach vorne, wo er einen guten Schuss hatte. Hat sich aber sonst auch schon teilweise gut zurückgehalten, um ein bisschen hinten abzusichern. Sané ist heute für mich super schwer zu beurteilen, ja, aufgrund seiner 2 Tore. Ansonsten hast du von Sané relativ wenig gesehen. Jetzt zum Ende hin, wo der Müller und so auf dem Feld kam, war Sané nochmal on fire, weil Müller mit über rechts kam. Da war mal ein bisschen Action über seine Seite. Ansonsten ist es super schwer, ihn zu beurteilen. Ja, würde man ihn jetzt irgendwie schlecht beurteilen, würde man ihm Unrecht tun, weil über seine Seite fast nichts ging. Er hat ja die beiden Dinger gemacht, die er machen musste. Und von daher bei 2 Toren, ja, kommen wir da, was heißt leider, kommen wir nicht darum, ihm die Note 2 zu geben, meines Erachtens nach. Ja, auch wenn er 60 Minuten irgendwie nur in der Luft hing. Ja. Deswegen relativ schwer zu beurteilen, aber er hat, ja, das, was ich schon sagte, ist jetzt nur eine These von mir, habe ich in einem anderen Video gesagt.
Ich denke, so ein Harry Kane, die Anwesenheit alleine vom Harry Kane nimmt den Außenspielern den Druck. Ja, den Druck, unbedingt Tore erzielen zu müssen, und vielleicht kriegen sie wieder die Leichtigkeit rein. Und das hat man heute schon so ein bisschen beim Sané das Gefühl gehabt. Auch beim King, der ein, zwei Mal versucht hat, das Ding zu zirkeln. Ja, mal abwarten. Lässt mich hoffen, bestätigt so ein bisschen auf jeden Fall meine Gedanken, was ich heute gesehen habe. Ja, damit kommen wir zu Harry. Harry hat man heute gesehen, ja, ihm fehlen noch ein paar Abläufe. Das hat man ganz klar gesehen. Manchmal wurde er gesucht, nicht gefunden. Dann denke ich, muss der eine oder andere sich noch darauf einstellen, dass er auch ein Stürmer ist, der auch mal auf einmal rechts außen ist oder links außen, der auch mal hinten ist. Da muss ich noch ein bisschen was finden. Das hat man heute gesehen. Nichtsdestotrotz finde ich, auch wenn er erste Halbzeit irgendwie nur 18 Ballkontakte hatte oder sowas, die Szenen, die er hatte, hat man schon seine Qualität gesehen. Ja, alleine, dass er hinten zweimal vor Füllkrug gerettet hat, anstatt das zum Beispiel ein Upa macht als Innenverteidiger, war das zweimal Kane, ja, der da mit dem Kopf zur Stelle war. Auch sonsten das Tor mega vorbereitet von Sané, ja. Und man hat seine Qualitäten einfach gesehen, ja. Dass er halt sich auch dann mal auf rechts fallen lässt, auf links. Dass er halt auch sich nicht zu schade ist. Er lässt sich dann ein bisschen fallen, zieht den Innenverteidiger raus, sodass ein bisschen Platz da ist. Und steht nicht nur einfach da vorne drin rum und wartet, was passiert. Also, ich denke, ich habe es ja schon in dem anderen Video auch gesagt, wir werden eine Menge Freude an Harry Kane haben. Das hat er heute schon gezeigt, dass er da noch das Tor gemacht hat mich super gefreut. Hat er ja auch gefühlt nur 5 Sekunden lang angezeigt, dass er den Ball da jetzt gerne endlich mal hinhaben möchte. Was dann auch geklappt hat zum Glück, und er hat das Ding dann gemacht. Hat mich riesig gefreut für ihn. Weil er hat auch schon geackert, hat man dann auch gesehen, ja, er war auch ein bisschen am Ende seiner Kräfte. Aber durchgehend ein Faktor, ja. Und wenn man dann gesehen hat, dass ein Müller heute, womit wir jetzt gleich zu den Einwechselspielern kommen, Kane würde ich auch bei einer 2 sehen. Ist ein bisschen mein Kane-Hype vielleicht mit drinne. Der eine oder andere sagt vielleicht, es war eher eine 3. Für mich war es eine 2. Allein, ja, dass er als Mittelstürmer sich absolut nicht zu schade ist, da hinten bei den Standards dann auch die Birne hinzuhalten und dafür zu sorgen, dass da keine gefährlichen Situationen entstehen und so weiter. Wenn man sich dann noch anguckt, wie Müller heute on Feuer war, das wird Müller auch keine 90 Minuten durchhalten, wahrscheinlich auch keine 60 mehr, dieses on Fire. Aber wenn man sich dann noch ihn da vorstellt mit dem Heavy, wild. Ne? Damit kommen wir mal zu den Einwechselspielern. De Ligt für Min-Jae, haben wir schon gesagt, Min-Jae war einfach platt. De Ligt hat sich schwer getan, muss man fairerweise sagen. Ja, hat auch 1, 2 Wackler drin gehabt, fand ich. War nicht so souverän, wie wir es von ihm gewohnt sind. Mag natürlich daran liegen, dass er nicht unbedingt der Einwechselspieler ist. Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Ja, habe ich vorher schon gesagt, wir haben 3 Innenverteidiger auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja, da müssen wir nicht drum herum reden. Und ich bin gespannt, inwieweit es da dann irgendwann mal eine Stammformation gibt. Aktuell scheint es ja so zu sein, dass Upa irgendwie gesetzt ist und Min-Jae und Mathis sich abwechseln, weil sie beide noch nicht 100% fit sind. Mal abwarten, wohin die Reise geht. Aber dafür haben wir ja auch 3 gute Innenverteidiger. Ja, muss man ganz klar so sagen. Dass Conny draußen war, wegen einer Halbzeit gegen Leipzig, die ich noch nicht mal so schlecht wahrgenommen habe im Stadion von ihm, habe ich nicht gefühlt. Sag ich euch ganz ehrlich. Ja, und am Ende des Tages gibt das 4:0 dem Tuchel natürlich recht. Auch ein Goretzka, so nach einer Viertelstunde habe ich gesagt, war ja wirklich gut im Spiel, war okay. Von daher okay, aber da jetzt so knallhart zu sein, wenn man da so ein Kimmich die ganze Zeit mit durchzieht, oh, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht so gefühlt. Conny hat es gut gemacht, wo er reinkam, direkt on fire gewesen, direkt gerannt, geackert, gemacht, getan, rein in die Zweikämpfe gepresst, das, was man von ihm erwartet. Bin ich auch sehr gespannt,
Ich würde jetzt nach dem Spiel sagen, wahrscheinlich wird das nächste Spiel wieder auf Kimmich Goretzka rauslaufen in der Startformation. Ja, ich meine, wenn Goretzka dann vielleicht mal direkt von Anfang an on fire ist, Augsburg wird wahrscheinlich ein ähnlicher Gegner sein wie Bremen, könnte das reichen. Aber ich denke, wenn wir einen Gegner kriegen, der spielstärker ist, der mehr auch durch die Mitte kommt, wird es schwer mit Kimmich und Goretzka. Aber auch nur meine Meinung. Nichts gegen Leon, hat es heute gut gemacht. Conny hat es auch gut gemacht, wie ich fand, war super engagiert. Hat nicht irgendwie den Eindruck gemacht, oh ja, ich bin jetzt irgendwie pisst, weil ich jetzt da rausgenommen wurde oder so. Nee, gar nicht, hat sich reingehauen. Super gut. Noten vergeben wir natürlich nicht für die paar Minuten, die Jungs gespielt haben. Ne? Mathis Tel hat mich super gefreut, dass er das Tor gemacht hat. Ja. Auch hier an der Stelle nochmal an alle Idioten, die da irgendwelche Beleidigungen oder noch schlimmer rassistische Äußerungen in Social Media bei so einem jungen Kerl machen oder generell rassistische Äußerungen oder Beleidigungen. Alter, ihr seid einfach arme Menschen. Arme Würste. Klar kam ich in einem anderen Video gesagt, klar kann man das kritisieren, dass ein Tell da die Hütten, oder nee, wenigstens nicht eine gemacht hat gegen Leipzig. Habe ich genauso kritisiert, aber der Junge ist 18. Ja, da muss man da einfach mit leben, mit so Spankungen. Er ist halt kein Harry Kane, wenn er das Ding hat und dann direkt reinschiebt. Von daher hat es mich super gefreut. Auch seine Geste war genau die richtige. Ich hoffe, er nimmt sich da nichts irgendwie von an oder irgendwie zu Herzen. Einfach auf die Leute scheißen, die da so eine Kacke schreiben. Ja, hat mich riesig gefreut und er hat wieder mal gezeigt, auch wenn er vorher noch den Rüffel gekriegt hat von Thomas, das hat ihn auch nicht wirklich interessiert, hat danach noch einen super Ball reingespielt auf den Thomas und dann hat er das Ding da einfach reingenagelt, unbekümmert. Ich hoffe, er behält sich diese Unbekümmertheit bei. Auch ich fand es super vom Tuchel, dass er ihm dann auch mit die Chance gegeben hat. Ja, mit Müller und Choupo. Hat mich wirklich riesig gefreut. Und ich hoffe, ich meine, jetzt heute wieder unter Beweis gestellt. Er wurde eingewechselt für 10 Minuten, hat eine Hütte gemacht. Also es gibt keinen Grund, ihn nicht zu bringen als erste Alternative, wenn Kane mal ein bisschen Pause braucht. Ne? Also alles gut. Thomas Müller habe ich schon gesagt, Tell super engagiert, ja, rein direkt gefightet. Ja, den ersten Zweikampf ein bisschen läppisch, eher auf Foul gegangen, was eigentlich sonst nicht so seine Art ist. Sonst beißt er sich immer rein. Aber danach war er voll drin, direkt on fire, ja, wie alle, die eingewechselt wurden. Es gibt keinen, wie gesagt, De Ligt hatte ein bisschen Probleme, aber auch Conny direkt on fire, Tell direkt on fire, Choupo und Müller genauso, ja. Müller war richtig on fire, der wollte richtig Gas geben, wollte richtig was zeigen, hat direkt das Ding vorbereitet, danach noch eine gute Chance gehabt. Hat mir sehr gut gefallen. Man hat dann aber auch schon gesehen, dass er nach den 10 Minuten dann gut am Pusten war. Deswegen habe ich auch gesagt, ich denke, Müller kann so eine Leistung nicht mehr über 60, 75 Minuten bringen oder so. Muss er aber auch gar nicht. Ja, wenn er mit der Rolle klarkommt, vielleicht ein bisschen der Mentor zu sein und ja, auch mal von Anfang an zu spielen, 60 Minuten, vielleicht dann auch mal nur eine halbe Stunde zu kommen oder so. Dann haben wir das heute gesehen, welche Qualität wir haben. Bremen müde gespielt, Bremen auch ein bisschen ausgewechselt, ein bisschen durcheinander dadurch. Und wenn dann unsere Auswechselspieler so engagiert sind, was wir letzte Saison auch nicht gesehen haben, ja, dann hört die Qualität an, also was wir eingewechselt haben. Leute, das ist woanders Stamm, ja. Soll man ganz klar so sagen. Choupo dasselbe, ja, hat sich direkt reingehauen, direkt Vollgas gegeben, auch da nicht irgendwie hängender Kopf oder sowas. Hat mir super gefallen und ist die Einstellung, die sie beibehalten sollten. Ich denke, dass wir heute einen Gravenberch und Pavard nicht gesehen haben, sprich Bände. Ich gehe davon aus, dass beide wechseln werden noch. Wir haben Kretzig auf der Bank sogar gehabt. Ja, denke ich auch völlig okay. Ja. Erstes Spiel 4:0 gewonnen. Wir können rundum zufrieden sein. Klar, erste Halbzeit, auch zweite Halbzeit haben wir ein paar Phasen gehabt. Klar ist da Verbesserungsbedarf. Es ist das erste Spiel nach einer schwierigen Vorbereitung, nach einer schlechten letzten Saison. Ein Harry Kane muss ich noch finden, Min-Jae muss ich auch noch finden. Man hat die ganze Zeit ein paar Wahr gespielt, völlig unnötig, der wechseln wird. Da hätte man schon ganz andere Automatismen einspielen können. Warum man dann Leimer rausgenommen hat, erschließt sich mir nicht. Bin ich ehrlich, habe ich nicht verstanden. Aber das ist auch egal, der Erfolg ist da und ja, na klar, ist Luft nach oben.
gar keine Frage. Vom Ergebnis her war es dann hinten raus völlig okay. Und ja, ich bin guter Dinge. Ich freue mich aufs nächste Spiel. Wenn nicht alles täuscht, liege ich mit Augsburg nicht so verkehrt, oder? Weinbeißer Kaltern. Ja, da haben wir. Da geht's doch mal steil morgen, oder was? Freundschaftsspiel, aha. Supi. Ja, dann spielen wir auf jeden Fall auch erst Sonntag gegen Augsburg. Haben wir also auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen Zeit. Mit einer Woche Vorbereitung. Ja, die wird uns auch noch mal gut tun, denke ich. Da wird noch mal ein bisschen mehr, da werden ein paar Automatismen mehr mit dem Heavy drin sein und so. Dann ist Gladbach, dann ist schon Leverkusen. Ja, ich denke, nach Leverkusen haben wir schon eine kleinen Überblick, auch wenn es dann erst 3 Spieltage sind, aber Leverkusen wird schon mal ein kleiner Gradmesser werden, behaupte ich jetzt mal einfach frech. Werden wir mal sehen, wie gut Leverkusen reinstartet, aber ich erwarte einiges von Leverkusen diese Saison. Ja, und damit ist alles gesagt. Ja. Ich denke, der Kane-Faktor wird die kommenden Wochen noch mehr kommen. Man hat auch dann gesehen, nachdem er sein Tor gemacht hat, Heavy, auch noch mal ein bisschen mehr on fire. Ja, dann hat er auch angefangen, Anweisungen zu geben, was vorher vielleicht noch so ein bisschen gefehlt hat, wo er sich vielleicht noch nicht so getraut hat. Wenn man so dann das Tor auf seinem Konto hat, ich meine, er hat schon das erste super vorbereitet, hat man gleich gesehen, was seine Führungspersönlichkeit ist. Ja? Direkt Anweisungen geben, so. Und nochmal, ich denke, der größte Faktor, der letzte Saison da war und der diese Saison nicht mehr da ist der Druck, den Spieler haben, wie Sané, Coman, Gnabry, auch Musiala, die einfach den Druck hatten, sie müssen Tore erzielen letzte Saison. Ja? Und das hat sie anscheinend so hart blockiert, dass es dann halt nicht mehr ging. Und den Druck nimmt jetzt einfach Carry Kane. Nimmt jetzt einfach Heavy, so wie es damals ein Levi getan hat, ja. Und ich denke, das wird uns gut tun. Und man hat aber auch gesehen, dass Heavy ein bisschen anderer Stürmer ist wie Levi. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf die kommenden Wochen. Ich denke, wir werden noch viel Freude an ihm haben und auch an Minjay. Und ja, unsere Baustelle bleibt die Mitte. Das haben wir heute auch wieder gesehen. Außen war es schon echt okay, fand ich. Zumindest über links. Über rechts war ein bisschen schwer zu beurteilen, weil da wenig ging. Aber unsere Mitte ist die Baustelle, wo es am interessantesten wird. Ja. Und Kimmich muss einfach mal wieder, was heißt mal wieder? Er müsste einfach mal lockerer werden. Ja. Einfach mal ein bisschen lockerer werden. Und nicht immer so total verbohrt, verbissen sein. Und wenn er die Binde schon am Arm hat, sollte er vielleicht dann auch mal der sein, der mal ein bisschen dirigiert und ein bisschen Anweisungen gibt, was man von ihm gar nicht sieht. Aber es war heute nicht ganz so schlecht. Es war aber auch nicht wirklich gut von ihm, muss man fairerweise auch sagen. Wie gesagt, viele Fehlpässe und sowas. Also wenn wir uns rein auf den Kimmich konzentrieren würden, ja, wild. Ja, also, aber es war ein Tacken besser, weil er konnte sich ein, zwei Mal wirklich mal aus einer Situation befreien und dann auch mal einen Ball nach vorne spielen. Aber gerade in der Anfangsphase darf der auf dieser Position, die er spielt, dürfen dir nicht so viele katastrophale Fehlpässe unterlaufen, ne? Die zu Halbchancen. Wer da ein bisschen mehr Qualität oder ein bisschen mehr Selbstvertrauen, hätten dadurch ein, zwei Dinger entstehen können. Auch die Fouls vom Opa, genau dasselbe, ja. In gefährlichen Zonen da so leichtsinnige Fouls zu machen, das geht halt nicht. Also das sind unsere beiden Baustellen, wie ich finde. So wie man ja jetzt hört, wird kein Sechser mehr verpflichtet. Schwierig, könnte ich es verstehen, irgendwo nicht. Kommt drauf an, welche Ziele wir ausgeben. Ja, wenn wir wirklich um die Champions League spielen wollen, was ein Heavy gerne hätte, wenn das Finale in Wembley ist, brauchen wir einen defensiven Sechser. Punkt. Wir werden Spiele sehen, allein gegen Leverkusen wirst du schon sehen, dass ein defensiver Sechser da sein muss. Bin ich sehr gespannt, vielleicht kommt noch einer, vielleicht nicht. Torwart sind wir dran. Angeblich ja jetzt auch an den 22-Jährigen. Wäre ja das, was ich gefordert habe, jetzt im letzten Video. Was aus meiner Sicht im Moment am meisten Sinn machen würde, halt so einen 22-Jährigen zu holen, der schon ein gutes Niveau hat und ihn dann jetzt irgendwie 1,5 Jahre aufzubauen.
weil Neuer wird nicht mehr ewig da sein. Und ja, von daher schauen wir einfach mal. Bin sehr gespannt, was passiert. Es war für ein Auftaktspiel auf jeden Fall vom Ergebnis her ein super Spiel von uns. Von der spielerischen Seite her ein gutes Spiel mit Luft nach oben. Ja, es gibt viele gute Szenen, es gibt auch einiges zu kritisieren. Ich denke, perfekt für einen Tuchel. Und von daher bin ich guter Dinge für nächsten Sonntag 17:30 gegen Augsburg zu Hause. Gegen Augsburg haben wir uns immer schwer getan. Es wird wahrscheinlich ein Spiel werden, wie es gegen Bremen in der ersten Halbzeit war. Aber ich bin auch nicht auf dem Laufenden, was Augsburg da eingekauft hat und nicht eingekauft hat und verkauft hat. Und lassen wir uns mal überraschen. Fazit: 4:0, Top-Ergebnis. Zweite Halbzeit auch ein unterhaltsames Spiel. Erste Halbzeit war es sehr zäh. Taylor hat sein Tor gemacht, Kane hat sein Tor gemacht, Sané in aufsteigender Form, Kimmich wie immer. Und ja, das nehmen wir mit. Leute, haut mir gerne eure Meinung rein, wie ihr das Spiel gesehen habt, wie ihr die einzelnen Spieler gesehen habt. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Tschüssi.